Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des FC Bayern Taktikfuchs. Leute, in diesem Video sage ich euch meine Meinung zum Spiel beim VfB Stuttgart und zeige euch, wie ich die Mannschaft aufstellen würde. Und wie immer, bevor wir da reingehen, der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr seht, lasst gerne ein Abo da, damit unterstützt ihr, was ich so tue. Ja, das Spiel beim VfB es wird nicht einfach. Ja, ich denke, das können wir festhalten. Ich kann mal ganz kurz luschern. Hm, ja, Achtung, es wird hell. Aber ich glaube, der VfB die Saison heimstark. Aber ich gucke mal rein. Gut, Stuttgart, 5 Spiele zu Hause, 5 Siege. Ja, 9:3 Tore. Denke, das sagt schon alles aus, oder? Ja, wird kein leichtes Spiel. Die Spiele waren immer eng. Mir macht ein bisschen unsere Fitness Sorge, bin ich ganz ehrlich. Das hat die zweite Halbzeit in Arsenal gezeigt, das hat die zweite Halbzeit bei der Union gezeigt. Da geht gerade nicht so viel körnermäßig, ja. Also, von daher ist es gleich auch nicht ganz so einfach, eine Aufstellung zu finden. Klar, haben wir die Fitness, haben wir die Frische, haben wir die Qualität, dann haben wir natürlich die Qualität, den VfB Stuttgart zu schlagen, so, gar keine Frage. Ich weiß jetzt nicht, wie es beim VfB aussieht. Boah, ey, ich tippe 'n 2:2. Punkt. Das wird mein Tipp sein. Ich tippe relativ selten unentschieden. Niederlagen tippe ich eh nicht für unseren Verein. Ähm, aber wenn man die letzten beiden Spiele sieht, boah, ist es schwer davon auszugehen, dass wir da mal eben hinfahren und mal eben den VfB Stuttgart schlagen. Ja, ähm, von daher müsste man dann auch, so im Vorfeld glaube ich schon, dass man sagen könnte, man kann auch mal mit 'm Punkt in Stuttgart zufrieden sein. Ich meine, vielleicht täusche ich mich auch und der Eindruck war falsch. Es war einfach nur 'ne Formsache und wir sind voll da gegen den VfB über 90 Minuten. Ich meine, die Motivation ist da, Südgipfel, I don't know. Ja, das wird das Spiel dann zeigen, ob dem so ist. Aber ich denke, auch im DFB-Pokal sollte die Motivation super hoch sein und wir alle haben die zweite Halbzeit gegen Union gesehen, ja. Wenn Union da Spieler von mehr Qualität vorne gehabt hätte im Angriff, wäre das nicht so ausgegangen, ja. Und ja, das ist auch kein Vorwurf an die Mannschaft, an den Trainer, an sonst was. Es ist einfach der Fitness geschuldet. Ja, wir dürfen halt, ich habe es ja auf der PK schon gesagt, so wie Action, wir dürfen halt auch nicht vergessen, wo wir herkommen. Ohne wirkliche Saisonvorbereitung, ohne wirklich langen Urlaub mit Club-WM, dass man jetzt in den letzten Spielen in dieser Hinrunde irgendwie ein bisschen auf 'n Zahnfleisch geht. Ja, da kann man natürlich dem Trainer einen gewissen Anteil geben, weil er einfach zu wenig rotiert hat. Ich bin gespannt, wie es gegen VfB sein wird. Ich denke, du wirst rotieren müssen. Es wird nicht anders gehen. Es macht in meinen Augen wenig Sinn zu sagen, ich lasse wieder 'n Harry Kane oder 'n Joshua Kimmich 90 Minuten da durchspielen, die einfach nicht fit wirken, genauso wie 'n Conny Leimer et cetera, ja. Also, ist jetzt die Frage und damit gehen wir auch mal rein in die Aufstellungsgeschichte. Daher ist jetzt die Frage, ja, was machst du? Ja, was machst du? Stellst du deine stärkste Elf auf? Das wäre 1:1 der Bums wie gegen Union. Ähm, oder sagst du: „Ey, ich gehe lieber auf Frische und schaue mir das an und bringe dann lieber Impulse von außen rein, die dann vielleicht noch mal 'n bisschen was regeln können." Ich denke, meine Einstellung sollte da klar sein, wa? Die mich hier länger zuschauen, wissen das. Ich werde, schon auf Frische gehen, ja, ja. Gut, ich würde auch 'n Obich bringen, immer noch, ähm, auch wenn Manuel Neuer sich wieder 'n bisschen gefangen hat gegen Union, aber ich glaube, auch dem wird 'ne Pause mal guttun. Wird natürlich nicht passieren, alles gut, weiß ich selber, ja. Ich würde auf jeden Fall Jonathan Tah bringen, der wirkt mir noch am frischesten da hinten. Ich würde keinen Upamecano bringen, der wirkt mir auch maßlos überspielt. Bei mir wäre das Min-Jae, den ich reinbringen würde. Upa natürlich die erste Alternative. Hm.
Beim U bin ich natürlich Manuel Neuer, können wir gerne eintragen, ist jetzt selbstredend. Ich will auf der linken Seite den Ito bringen. Ja, erstens ist es der VfB, ne, sein letzter Club, wo er herkommt. Ich denke, der ist motiviert, ist jetzt schon ein paar Dinge dabei. Ich denke, es sollte locker reichen, mal 60 Minuten durchzuspielen. Und ich denke einfach auch, dass 'n Ito uns guttun wird mit seinen langen Bällen, ja, weil der VfB Stuttgart wird mit Sicherheit nicht, sagen: „Oh, ich stelle mich mal hinten rein." Ganz im Gegenteil. Von daher denke ich, ist 'n Ito da schon 'ne Waffe. Auf der rechten Seite, ja, ich meine, Stani wirkte noch ziemlich fit eigentlich gegen VfB. Ich weiß nicht, man müsste es im Training sehen, ob man sich da entscheidet für Stani oder Boe. Schwierig, schwierig, schwierig. Da wir gesagt haben, wir gehen auf Frische, komm, bringen wir mal 'n Boe. Aber wie gesagt, Stani wirkte jetzt noch nicht so müde. Ähm, Man könnte auch 'n Stani bringen, denke ich, aber ja. Ich meine, man erzählt immer, man hat Vertrauen in die Spieler, da muss man das auch mal zeigen. Ich denke, wir kommen definitiv nicht um Tom Bischof herum in der Mitte. Der Einzige, der gar nicht spielen durfte, der sollte ja auf jeden Fall 'n bisschen frischer sein. Die Frage ist, wer spielt jetzt neben Tom? Ja, das ist schwierig, weil ich denke, Pavlo wird auf jeden Fall noch angeschlagen sein. Leon Goretzka war 'ne Katastrophe in den letzten Spielen. Ist die Frage, nimmst du 'n Leon Goretzka, der nicht in Form ist, der letztes Jahr aber 'n sehr, sehr gutes Spiel beim VfB gemacht hat? Oder nimmst du 'n Joshua Kimmich, der maßlos überspielt ist? Pavlo ist keine Option. Du hättest noch die Option Conny Leimer, aber auch Conny Leimer wirkt maßlos überspielt. Auch dem würde wahrscheinlich mal, 'ne Pause guttun. Schwierig, ja. Schwierig, schwierig. Also, deswegen Tom Bischof für mich gesetzt. Ja, I don't know. Ganz ehrlich, ich nehme Conny Leimer, Alter. Wird nicht passieren, ja, wird sehr wahrscheinlich wieder 'n Kimmich auflaufen, aber ey, Kimmich hat mir einfach zu viele katastrophale Bälle gespielt gegen Union und der VfB macht das noch mal extremer wie Union, ja. Das haben sie schon in der Vergangenheit gezeigt. Die wissen, wie man Kimmich behandeln muss. Deswegen würde ich mal auf 'n Conny setzen, ja. Reines Bauchgefühl, Leute. Auch 'n Conny Leimer wirkt überspielt, genauso wie es 'n Kimmich tut, aber ja. Es ist so in dieser Phase der Saison. Ja, einer von beiden wird's dann werden. Gut, vorne ist der Bums eigentlich relativ, klar. Luis Diaz musst du bringen. Da geht gar nichts dran vorbei. Wir haben noch Rafael Guerreiro, der vorne 'ne Option wäre. Die letzten Leistungen, die er gezeigt hat, boah, sind für mich einfach keine Option. Sorry. Das ist traurig, das sagen zu müssen, aber so ist es. Ja, ich würde Lennart Kahl auf die rechte Seite bringen, beziehungsweise ich würde Lennart Kahl in der Mitte bringen. Ich weiß, jetzt kommt 'n Move, den hätte keiner von euch erwartet bei mir. Ich würde 'n Serge Gnabry auf der rechten Seite bringen und ich würde 'n Nicolas Jackson vorne bringen. Das wäre meine Startelf. Ja. Natürlich haben wir Michael, aber Michael wirkte auch wieder maßlos überspielt, wenn wir ehrlich sind, gegen Union. Deswegen würde ich so anfangen und das umgekehrt machen und Michael dann noch mal als Waffe reinbringen. Ich denke, er ist dann noch mal 'ne Waffe im Gegensatz zu Serge Gnabry, ja, der bei seinen Einwechslungen nicht wirklich irgendwie geliefert hat, gezeigt hat. Von daher würde ich eher mal mit Gnabry anfangen. Vielleicht hat er ja Bock, vielleicht ist er heiß gegen VfB. Ja, er ist auf jeden Fall einer der frischesten Spieler und von daher, würde ich so anfangen. Guerreiro ist natürlich die Alternative auf der Zehnerposi und natürlich haben wir Harry Kane, den du hinten raus natürlich auch noch bringen kannst, so keine Frage, ja. Aber ich glaube, auch Harry hat man gesehen. Ja, du kannst auch 'n Harry Kane mit der Fitness aufstellen, die er gerade hat, dann ist er immer noch gut für ein Tor, hat er gezeigt gegen Union.
Aber ich denke, man sieht auch ganz klar, ähm, dass ihm mal 'ne Pause guttun würde, ja. Und im Anbetracht auf die Champions League, dass wir da unter die ersten 8 wollen, ist es vielleicht auch gar nicht verkehrt, dass mal so Kimmich und Heavy und Michael vielleicht mal 'n bisschen Pause haben, ja. Ja, und ich denke, die Mannschaft, die ihr grade seht, ist ja jetzt auch nicht so schlecht aufgestellt, ja. Also, von daher ja, das wäre meine Aufstellung, Leute. Muss gehen. Ich denke, grade Jackson kann 'n Faktor sein gegen VfB, ja. Ist natürlich die Frage, wer setzt ihn ein, aber das traue ich 'n Tom Bischof schon zu. Das traue ich auch 'n Conny Leimer zu aus der Mitte heraus. Ähm, habe ich aber auch schon gesagt, traue ich auch 'n Ito zu mit seinen langen Bällen. Jackson ist der klare Neuner, ist 'n schneller Stürmer. Ähm ja. Also, wenn ich die Mannschaft so sehe, ist jetzt nichts, was mir groß Kopfschmerzen bereitet. Das Einzige wäre vielleicht Boué, aber da habe ich ja eh 'n bisschen geschwankt zwischen Boué und Stanny. Das weiß ich nicht. Ich kann den Boué nicht einschätzen, weil wir 'n Boué super selten gesehen haben. So, das ist das Thema, ja? Wenn man das 'n bisschen besser einschätzen könnte, aber so ist es halt. Das wäre meine Startelf. Natürlich mit den Optionen, die wir dann haben, ja? Die sollte man auch zünden. Man sollte auch 'n Conny Leimer nicht irgendwie übermäßig lange spielen lassen. Da musst du in der 60. Minute halt mal reagieren, je nach Ergebnis. Ja, da musst du da halt mal 'n Dreierwechsel ballern, vielleicht schon 'n Wechsel in der Halbzeit. Und dann lässt du dir einen Spieler übrig für die Schlussphase, wenn's irgendwie hart auf hart geht. Ja. Das wäre meine Aufstellung. Leute mein Tipp habe ich gesagt, 2:2. 'N bisschen verhaltener als sonst, aber ich denke auch gerechtfertigt. Ich hoffe natürlich, dass wir gewinnen so, keine Frage. Ja, ich habe es auch schon in der auf der PK gesagt. Am Ende des Tages können wir natürlich dann kritisieren, die Art und Weise kritisieren, aber wenn du dir grade den Fitnessstand dieser Mannschaft anschaust, dann musst du einfach sagen, die Art und Weise muss in den letzten 4 Spielen irgendwo am Ende des Tages wurscht sein. Kann man natürlich dann alles drüber reden, kritisieren, Blasülz, aber wichtiger sind die Ergebnisse jetzt in den letzten 4 Spielen. Du musst gucken, dass du mit deinen Kräften irgendwie also, alles andere würde mich überraschen, ja? Wenn die Mannschaft jetzt auf einmal wieder aufspielt, als wäre nichts geschehen, dann würde mich das wahnsinnig überraschen und dann ist es kein Kräfteproblem. Aber ich kann mir das persönlich nicht vorstellen, auch wenn ich's mir anders wünschen würde. Aber deswegen muss man bei den letzten 4 Spielen jetzt einfach sagen: „Ey, komm, wir gucken, dass wir die Ergebnisse einfahren und der Rest, ist wurscht.“ Leute, rot-weiße Grüße gehen raus. Vielen lieben Dank für euren Support hier aufm Kanal. Haut rein, bis dann. Tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf den Kanal und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen. Gute Freunde